Thanks so much for the introduction and the kind words, and especially for the invitation to be here for 1 month. It's really exciting, and I so far had a really good time here. And met interesting people in conversations. I'm working on a novel as well, driving around and trying to find these special jewels you mentioned. And yeah, I'm happy to be translated by such exceptional translators. So no, really, I know the German books, and it's quite interesting literature so far, and I'm happy to be part of that line to be translated. So we said we're going to start directly with my last novel that was published in 2011, and we start at the beginning, so I think I don't make a huge introduction into what it's about, but just start reading and we talk about it after. There is the Slovenian translation for everybody available, so I read in German, and if you like, you can follow the translation and read it with me, like not loud please, but just for yourself, and yeah. So we're going to start directly. And it's based on a half-true case, just to let you know that it's not totally fictional. And in this person it's based on, I put a little speech on the beginning. In German means, die einzige Wahrheit ist, dass ich mir der Wahrheit nicht sicher bin, ich war nicht dort. I don't know if it's translated as well. Und Manuscript, yeah, okay. It has been translated, of course. Okay, so now in German. Yeah, we can't stop that. So, okay, no problem. No, you're gonna get warm otherwise. Okay, so that's not a good idea. Okay. Ich hatte die Augen geschlossen, als sie sich neben mich auf das Bett setzte, sehr vorsichtig die Hand unter meinen Nacken schob und festhielt und mit einer schnellen Bewegung das Messer von links nach rechts durch meinen Hals zog. Ein roter Sprühregen, der zu einem Fluss auf das Laken wurde, als sie zurückzuckte, das Messer aus der Wunde nahm und ich die Augen öffnete. Mein Blick traf ihren Blick. Der Schnitt klaffte auf, Luft wurde ins Herz gepumpt, Blut geriet in Nase und Mund. Ich tastete nach meinem Hals, mein Körper krampfte, meine Hand schlug zur Seite und traf sie hart ins Gesicht. Ich sah sie an und mein Blick wurde starr. Sie wartete, bis ich ruhig lag. Dann bettete sie meinen Kopf auf das Kissen, stand auf und zog ihr Kleid zurecht, atmete ein und aus, spürte das Senken der Lider über den Augäpfeln, das Zusammenstoßen der Wimpern, ein Zittern in den Knien, wie die Haut den Stoff ihrer Kleidung berührte und die Luft ihre nackte Haut. Das leichte Schwanken des Körpers, als sie das Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagerte, mein Blut, körperwarm auf ihren Unterarmen, an den Fingern und im Gesicht. Noch eine Weile stand sie vor dem Bett und sah zu, wie die dunklen Flecken auf dem Laken wuchsen, und in diesem Moment ähnelte sie dir, Billy, mehr als mir. Vorsichtig, wie um mich nicht zu wecken, nahm sie unser T-Shirt vom Boden auf, wickelte das Messer darin ein und ging hinaus. Im Bad wusch sie sich das Blut von den Händen und aus dem Gesicht, spülte sorgfältig das Porzellanrund des Beckens nach, betrachtete ihr Spiegelbild und erkannte sich nicht. Sie nahm meine Haarbürste aus der Kosmetiktasche und kämmte ein paar meiner Haare mit in den strammen Zopf, den sie sich hoch auf dem Hinterkopf band. Dann tauschte sie ihr dunkles Kleid gegen mein weißes ein, das ich am frühen Nachmittag ausgezogen und für sie über die Duschstange gehängt hatte, malte mit meinem Lippenstift ihren Mund rot, drehte sich um und zog die Lederjacke an, nahm das eingewickelte Messer und steckte es in die linke Innentasche, faltete ihr Kleid zusammen und schob es in die rechte Innentasche und band sich die Schuhe zu. Ein kurzer Blick aus dem Küchenfenster. Ein paar Vögel in den Ästen der Zitronenbäume auf dem schmalen Rasenstück vor dem Haus. An der Straßenecke ein Mann, der von der Ladefläche seines Wagens herunter Erdbeeren verkaufte. Noch einmal tastete sie nach dem Messer, nahm dann meinen Pass und den Wohnungsschlüssel, die, wie zuvor verabredet, auf dem Küchentisch lagen. Der Erdbeermann stapelte die letzten Stiegen aufeinander und sprang von der Ladefläche. 2 Kinder mit Palmkätzchen in der Hand rannten an ihm vorbei. Sie wartete, bis sich die Straße vor dem Haus geleert hatte. Dann trat sie hinaus, sah nach rechts und links und zog die Haustür hinter sich zu. Du wirst sie mögen, Billy. Sie wird alles anders machen als ich. Sie wird dir schreiben und sie wird dich besuchen. Ich habe ihr ein Flugticket gekauft. Es ist der 5. April 2009, kurz nach 5 Uhr am Nachmittag.
Ab jetzt wird alles wieder gut. Elf Jahre zuvor in Amerika. Sonntag, 5. April 1998, Carnation City, 17 Uhr. Der Hund hatte den niedrigen Gartenzaun erreicht und sprang mit einem Satz hinüber. Erst auf der Straße blieb er stehen und sah sich nach dem Jungen um, der im flachen Wasser des aufblasbaren Schwimmbeckens saß, den zweiten Stein fallen gelassen hatte und beide Hände auf die Ohren presste. Im hinteren Teil des Gartens surrte ein Rasensprenger, die Blätter der Platanen warfen Schatten auf das Gesicht des Jungen. Der Hund stellte die Ohren auf. Das Geräusch eines Dodge, der in die Straße einbog und langsam auf ihn zufuhr, während er das Schienbein nach vorne streckte und etwas aus dem Fell biss, sich dann noch einmal umdrehte und die Straße hinabsah, bevor er den Hügel hinaufhumpelte und hinter der Kuppe verschwand, von der man bis zu Joes Liquor und zur Tankstelle hinuntersehen konnte. Billy stand auf, lief im durchnässten Baseballtrikot zum Zaun hinüber, griff mit den Händen um den Zaunpfahl, bis die Knöchelweiß hervortraten und sah dem Auto entgegen. Der Hund hatte sich zwischen den Mauerresten im Schutz der Büsche zusammengerollt und biss die Wunden am Rücken und an den Hinterläufen sauber. Billys Steine hatten scharfe Kanten. Über der Schnauze rann ein dünner roter Faden in seine feuchte Nase, aus dem Ohr blutete es stärker, der Schwanz war eingeknickt, als wäre er gebrochen und lag bewegungslos neben ihm auf dem trockenen Boden. Die Mutter öffnete die Autotür und stieg umständlich aus, lief mit einem Kleidersack über dem Arm ins Haus hinein, ohne Willi zu beachten, der am Rand des Grundstücks stand und in die Luft starrte. Plötzlich hielt Amanda mit dem Fahrrad vor ihm und ließ die Klingel aufschnarren. Seine Schwester stieg ab und ließ das Rad gegen den Zaun sinken. „Was ist los?" fragte sie, kniff die Augen gegen die Sonne zusammen und musterte ihren Bruder. „Wo ist Mom?" Willi machte eine Kopfbewegung in Richtung des Hauses und bückte sich nach dem Baseballschläger, der im Gras lag. „Heute Nacht, Amanda", sagte er. Sie drehte sich um und lief die Straße hinunter an den Vorgärten und Autos der Nachbarn vorbei. „Heute Nacht, du wirst schon sehen", rief Billy ihr hinterher. Er sah zu, wie Amanda den Hügel hinaufging und, wie zuvor schon der Hund, hinter der Kuppe verschwand. In der Küche räumte seine Mutter leere Schnapsflaschen in Papiertüten. Versprühter Raumduft, Zitrone, Ananas wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Oberlippe. Der unterste Knopf ihrer Bluse war aufgesprungen, darunter kam das weiche, helle Fleisch ihres Bauches zum Vorschein. Billy drehte sich angewidert um, als seine Mutter aufsah und ihn gedankenverloren anlächelte. Billy wog den Baseballschläger in der Hand und ging auf sein Zimmer. Das regelmäßige Tocken des Schlägers am Handlauf, das jedem Schritt nachklang, während Amanda sich im Feld neben dem Hund zusammenrollte, ihm über das räudige Fell strich, über das verkrustete Blut am Wundrand an Schnauze und Ohr. Billy schloss die Augen, hielt die Luft an, setzte einen Schritt über den anderen, ließ den Schläger gegen das Holz federn, ein Geräusch, als treffe er auf Knochen. Der Rhythmus ersetzte das Atmen, die Luft staute sich in den Lungen, tock, tock, tock. Nach jedem Schritt ein Schlag, dann plötzlich Stille, als der Schläger ins Leere schwang, seine Füße versackten im Teppichboden. Billy ging am ersten Zimmer vorbei, das der Treppe gegenüber lag. Seine kleine Schwester saß auf dem Bett. Sie hatte die Fingerknöchel im Mund. Billy sah sie nicht, ging, ohne die Augen zu öffnen, auch im zweiten und dritten Zimmer vorbei. Beharrlich flutete die Stimme der Mutter durch die Decke. Am Ende des Flures blieb er stehen und stieß die angehaltene Luft aus. Das Bild eines zerspringenden Schädels, etwas, das plötzlich in zwei Teile barst, ohne ein Geräusch und in Zeitlupe. Im Feld hob der Hund träge den Kopf, leckte sich mit der Zunge über die verkrustete Nase, sprang plötzlich auf und fiel jaulend nebeneinander zurück auf die Seite. Das verletzte Hinterbein knickte einfach unter ihm weg. Amanda spürte, wie der Tag sich um sie herum zusammenzog, zu einem Kokon wurde. Sie bemerkte die Steine nicht, die sich durch den Stoff der Kleidung drückten, den Sand nicht, der überall klebte, zwischen den Zähnen, im Haar, in den Augenbrauen. Da war nur der Atem des Hundes nah an ihrem Gesicht, der faulige Geruch nach altem Tier. Der Hund hatte die Augen geschlossen und gab nur ab und zu einen tiefen Laut von sich. Wenn Amanda den Kopf hob, sah sie die vereinzelten Lichter der Trailer, die zwischen ihr und dem Hügel standen. Nach dem Abendessen saß Billy an Amandas Schreibtisch und blätterte in ihrem Notizbuch. Ein Nachtfalter stieß dumpf gegen das Fenster. Billy las und tippte nervös mit dem Fuß gegen das Stuhlbein, suchte, ob sie etwas über ihn geschrieben hatte, blätterte immer weiter, während das Insekt gegen die Scheibe stieß, aber er kam im Leben seiner Schwester nicht vor. Billy sprach einzelne Sätze laut. Erst muss unsere Seele heil werden, dann kann unser Körper folgen. Auf der nächsten Seite:
Liebe Amanda, vielen Dank für die Einsendung deiner Fotos und deiner Bewerbung für den Showteil des New Mickey Mouse Club. Beim Showteil nur Kinder auftreten, die Außerordentliches Können als Sänger, Tänzer oder Musiker mitbringen und eine ausgeprägte Bühnenpräsenz haben, konnten wir dich leider nicht berücksichtigen. Trotzdem wünschen wir dir alles Gute und hoffen, dass du auch in Zukunft Freude daran hast, deine Talente mit anderen zu teilen. Billy überblätterte ein paar Seiten. Und dann ist Mutter durchgedreht und hat mich ins Camp Kiwi geschickt, zu einem Camp von bekennenden Christen, las Billy und erinnerte sich an nichts davon. Weder an das Camp, noch an das schlechte Video, das seine Schwester tatsächlich mit der Kamera des Vaters aufgenommen hatte und auf dem sie einfach nur in der Mitte ihres Zimmers zu sehen ist und geradeaus schaut, ohne zu tanzen oder zu singen oder irgendetwas über sich zu erzählen. Billy überblätterte die nächsten Seiten und schließlich der letzte Eintrag. Billy und ich haben eine lange, seltsame Reise vor uns. Wir sind erstens aus Reinheit geboren und zweitens und noch wichtiger aus Verzweiflung. Aber ich will innerlich sauber sein und äußerlich blitzblank und rein, mein Gesicht in Fliederblüten oder Kirschblüten oder sonst was für Blüten vergraben und ich muss mich beeilen. Der Nachtfalter hatte sich an den unteren Rand des Fensterrahmens gesetzt. Ich will innerlich sauber sein und äußerlich blitzblank und rein, wiederholte Billy und klappte das Buch zu. Ich will innerlich sauber sein und äußerlich blitzblank und rein. Der Baseballschläger lag hinter ihm auf Amandas Bett. Seine kleine Schwester schlief. Seine Mutter saß vor dem Schminkspiegel und rieb mit ölgetränkten Wattepads in ihrem Gesicht herum. Der Vater las die Zeitung im Bett. Amanda stand auf, als das Reklameschild der Tankstelle aufflackerte, dahinter das Logo von Joe's Liquor und die Coca-Cola-Werbung. Der Hund hatte die Augen geschlossen. Vom Boden kroch jetzt Kälte in die Knochen, sein Fell war dünn. Sie hörte, wie der Hund versuchte aufzustehen und ihr nachzukommen. Hörte das dumpfe Geräusch, mit dem der Körper zurück auf die Erde fiel, ein Schnaufen, dann die Stille, die sie und das Tier umgab. Amanda drehte sich um, lief zurück. Ein Licht von der Straße verirrte sich und schimmerte hell auf der feuchten Nase des Tieres. Sie kniete sich hin und vergrub das Gesicht in seinem harten Fell, spürte ein Zittern, schob dem Hund die Hand ins offene Maul. Beiß zu, flüsterte sie. Nun mach schon, beiß endlich zu. Der Hund öffnete die Augen auch jetzt nicht. Er schnaufte, ein zäher Speichelfaden floss aus dem Maul und an ihrem Handgelenk hinab. Amanda zog ihren Arm aus der Schnauze des Hundes, kniete sich vor ihm hin, tastete nach einem Steinbrocken, griff in die Dornen der Büsche, stand auf, weil sie nichts fand, lief einmal um das Tier herum, ihre Augen brannten, sie zog die Nase hoch, nahm schließlich einen der Steine, die von der Wegbefestigung übrig geblieben waren, und holte mit beiden Händen weit über dem Kopf Schwung. Der Kokon verschluckte das Geräusch. Kurz nach Mitternacht lief Amanda den Hügel hinauf, vorbei an den Trailern, vorbei an der Tankstelle und Joe's Liquor zurück nach Hause. Unter den Fingernägeln hatte sie Erde und ein paar dünne Zweige im Haar. Der Hund lag unter einem Haufen aus Ästen und Steinen, die sie auf dem schlaffen Körper übereinander geschichtet hatte. Das Blaulicht des Rettungswagens schnitt die Dunkelheit in Kreise. Im Wagen standen 2 Tragen mit roten Decken. 2 hektische Sanitäter riefen sich gegenseitig Anweisungen zu. Amanda lief an ihnen vorbei ins Haus. In der Küche spielte das Radio. Billy saß ganz ruhig auf einem der Barhocker davor, den linken Ellenbogen auf den Küchentresen gestützt, die Hände auf die Ohren gepresst. Als Amanda hineinkam, hob er den Kopf und sah sie an. Billy beginnt jetzt, nachdem das passiert ist, in English maybe. Billy starts now, after this happens, to write postcards to his sister directly from the prison, always on exactly the same day, like always on 5th of April every year. So I'm going to start to read some of his postcards and some parts in between where they met again. Liebe Amanda, 5.4.1999. Ich habe mich immer nur gelangweilt, jetzt kann ich dir schreiben. Von Mittwoch bis Samstag und von Montag bis Mittwoch esse ich Bohnen und Brot oder Bohnen und Fleisch oder Brot und Fleisch oder Brot und Bohnen. Sonntags esse ich nichts. Und du, Amanda, was machst du, damit die Erinnerung gut wird? Freitag, 5. April 2000, King County Jail, 15 Uhr. Ich habe dir erst eine Postkarte geschickt, sagte Billy und schob seine Brille hoch.
Amanda spuckte das Kaugummi in ihre Handinnenfläche und wischte sich mit der anderen über den Mund. Sie müsste nur die Hand über den Tisch ausstrecken, um das rosafarbene Gummi auf eines der Brillengläser zu drücken oder das Bein unter den Tisch, um einmal schnell und kräftig zuzutreten. Billys T-Shirt war blau, die Hose grau, er hatte etwas zugenommen, 2-3 Kilo vielleicht, sein Haar war kurz geschnitten, an den Seiten auf wenige Millimeter rasiert. Ihr Flug nach Europa ging in 5 Stunden. Sie hatte das Ticket in der Hosentasche. Billys Hände wischten unruhig über die blanke Metalloberfläche des Tisches, die Wände waren ockerfarben lackiert, die Sitzbänke am Boden festgeschraubt. Billy drehte die Hände um und besah sich die Innenflächen. Aber wenn du willst, schreibe ich dir nochmal. Er legte seine Hände zurück auf den Tisch und spreizte die Finger. Dabei bist du jetzt dran. Wir müssen innerlich sauber sein und äußerlich blitzblank und rein. Habe ich recht? Ich gehe jetzt, sagte Amanda, stand auf und ging zur Tür hinüber, hinter der Wachmann stand. Ich passe auf dich auf, Amanda, sagte Billy und drehte sich nach ihr um. Das Licht der vergitterten Lampen unter der Decke spiegelte sich in Billys Brillengläsern, sodass sie seine Augen nicht sehen konnte. Und was machst du jetzt, Amanda? Fragte Billy. Der Wachmann öffnete die Tür und ließ sie hinaus. Der Schatten des Flugzeugs zog als grauer Schleier über die Wolken. Amanda ließ den Stift sinken, mit dem sie das Gelesen auf den Seiten ihres Notizbuchs durchstrich und sah auf die Wolkendecke hinunter. Die Stewardess scherzte mit dem Servicebegleiter, wies die Passagiere an, die Fensterklappen herunterzuziehen und dimmte das Licht auf Nachtmodus. Auf der elektronischen Landkarte, während Köpfen leuchtete ein hellblauer Punkt auf, der sich auf die andere Seite des Ozeans zubewegte. Amanda zog einen neuen Kaugummistreifen aus dem Silberpapier und begann einen Fächer zu falten. Knicken, 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 5-mal, das war einmal zu wenig. Amanda drehte den Fächer aus Kaugummipapier zwischen den Fingerspitzen hin und her, knüllte ihn zusammen, schob das Notizbuch in die Tasche des Vordersitzes und stopfte die Decke um ihre Knie fest. Sie lehnte den Kopf gegen die Plastikverkleidung und schloss die Augen. Unter ihr der Flugzeugboden, die Wolkendecke, darunter das Nichts, Luft, dann irgendwann Wasser, der Meeresboden, der Mantel, Lithosphäre, Astenosphäre ganz in der Tiefe, die flüssige äußere Kernhülle und darin 6.378 Kilometer tief, der feste Kern, das Innerste der Welt. 5. April 2001. Liebe Amanda, erinnerst du dich, wie sie uns Notfallrucksäcke gekauft haben, weil sie dachten, bald ginge die Welt unter? Wir haben mit den Notfalltaschenlampen unter den Notfalldecken gesessen und uns Gruselgeschichten erzählt. Die Notfallmüsli-Riegel haben nach toter Ratte geschmeckt. Die Notfallschokolade ging in Ordnung, der getrocknete Notfallspeck war so salzig, dass wir die ganzen Notfallbrausetabletten mit Vitamin-C-Zusatz auf einmal in einem Krug aufgelöst haben. Die Welt ist immer noch nicht untergegangen. Was machst du, damit die Erinnerung an uns gut wird? 5. April 2002. Phoenix Holiday Diner. Amanda, ich werde dort sein und warten, dass du zur Tür hereinkommst. Sie haben T-Bone Steaks. Eine Kellnerin mit Perücke serviert das Essen auf Rollschuhen. Vor der Tür liegt ein Hund. Der Bus mit den anderen Verrückten wartet draußen vor der Tür. Sie trauen sich nicht hinein. Der Hund hebt manchmal den Kopf und schaut mich an. Er hat mich schon beim ersten Mal erkannt, als ich über ihn drüber gestiegen bin. Da hat er sich auf die Seite gedreht und mir sein schmutziges Bauchfell gezeigt, die rosa Haut, die durch die Zotteln schimmert. Was machst du, damit die Erinnerung an uns gut wird? 5. April 2003. Amanda, weißt du noch, wie der ältere Nachbarssohn als Babysitter vorbeikam? Ich habe ihm erzählt, mein Löwe würde nachts lebendig werden, in die Träume seiner Freundin eindringen und sie debil machen. Er hat mir geglaubt. Was machst du, damit die Erinnerung gut wird? 5. April 2004. Ich habe geträumt, du hättest ein Tattoo, Amanda. Du hast es herausgeschnitten und mir geschenkt, du hast es in Luftpolsterfolie verpackt und mir mit der Post hierher geschickt. Das ist doch eine gute Idee. Was machst du, damit die Erinnerung gut wird? 5. April 2005. Niemand kann mich sehen und ich kann nicht hinausschauen. Beweg dich nicht. Schrei nicht. Schlaf nicht ein, fall nicht um, wenn du die Augen schließt und an mich denkst, sonst werden sie dich finden. Was machst du, damit die Erinnerung an uns gut wird? 5. April 2006. Wir zwei, Amanda. Manchmal höre ich unsere Echos, die im Zimmer hin und her geworfen werden.
Die Stimmen, die sie gerufen haben, sind nicht verstummt, sondern antworten ununterbrochen ihren Zwillingen. Bevor ich dir erzähle, was sie sagen, musst du zurückkommen und dich hier neben mich setzen, Amanda. Was machst du also, damit die Erinnerung gut wird? 5.4.2007. Warum antwortest du nicht? Ich habe keine Lust mehr, dir zu schreiben, ich hasse es, aber ich brauche eine Verbindung zu dir, ich muss aufgeladen werden mit dir. Mach dir keine Sorgen, es geht mir gut. Aber du machst dir keine Sorgen, du denkst gar nicht an mich. Was machst du, damit die Erinnerung gut wird? 5.4.2008. Wir werden es warm haben, Amanda, das verspreche ich dir. Hier herrscht nur eine Jahreszeit, das ganze Jahr über. Was wirst du machen, damit die Erinnerung an uns gut wird? Sonntag, 5. April 2009. Rom, Via Santa Lucia, kurz nach 5 Uhr am Nachmittag. Als sie das Messer aus meinem Hals zog, meinen Kopf auf das Laken bettete, aufstand und aus dem Zimmer ging, verließ in den Bergen östlich von Rom ein Fuchs seinen Bau und wechselte über die Reviergrenze. Er hob die Schnauze in den Wind, nahm Witterung auf und überquerte den schmalen Saumpfad, der sich in Kurven über die Hochebene ins nächste Tal hinabwand. In der Ferne ballten sich Wolken zusammen, wo die Ausläufer der Stadt nach den unteren Wiesen griffen, ohne die Bäume am Rand zu erreichen. Der Fuchs blieb stehen und drehte den Kopf. Der schwarze Fellstreifen, der sich über seinen Rücken bis zum Steiß zog, glättete sich. Dann senkte er den Kopf und verschwand im Wald. Sie hatte mein Kleid und die Lederjacke ausgezogen, kam aus dem Bad und ging den Flur ihrer Wohnung hinunter. 2 Kinder mit Palmkätzchen in der Hand rannten am Haus vorbei. Sie wartete, dann trat sie hinaus, sah nach rechts und links und zog die Haustür hinter sich zu. I really hope you have an idea why I respect this lady so much. It is seemingly so very simple, but it's not simple because everything is happening below the surface. And as you have heard now, there are no easy answers, and the reader has to do his part of the job. Kaj ne izdaj Amanda stori, da bojo stvari postale spet dobre? The ever repeated question Billy asks out of prison. What is Amanda supposed to do? Well, that's the main question, I think, which is driving her through the whole novel. And actually, somehow, I don't want to explain too much of the book, but somehow we already heard on the first page right now what she was doing. But somehow it's not really clear who is Amanda and who's not Amanda. So there are 2 characters actually in the book, 2 women. And in the end, it's not sure if you can anyway make something like this what happened back then in the childhood. If there's any way to make such a memory good again, or if there anyway is a possibility to solve this question or to give an answer. It's wonderful that it has such an enigmatic manner. I apologize in advance for my. I'm ashamed in advance for my English. We have no written evidence that Billy actually did what he did. We don't know exactly what he did, but it pops out somehow. And it's a way we have to read her books, I suppose. You like to... It's not putting a distance. No, it's not putting a distance. No. How can we describe it? I think I want the reader. I want an active reader, kind of, when I write. I think I want the reader to do a big part of the work as well, or maybe at least to really dive into the novel and to get involved with the stories I try to tell. Like with this book, especially with this book, maybe because for me it's based on a more or less true case. There was the inspiration for this thing, like a murder case that happened in Italy, and then there was another murder case that happened in America, and I put these 2 together. But in the end, it's not important if it really happened or not. So it's more like a story about if certain lives
when lifelines cross each other, and what happens if certain people meet and go back again to their own lives, if something happens or not. And that's maybe also the question each reader can ask themselves while reading the book. And the end is also a little bit open, so you don't get answers on every question I'm asking with the book. It is absolutely wonderful because you never lose interest as the reader. Also because of the fantastic, clear style, writing style you have. It would be descending. Getting red first. Blushing. And actually, I heard quite a lot of readers who said like, okay, either you stay with the whole book until the end, or you just throw it next to the next wall and get what she's doing. It's not the typical crime story. Like a lot of people expected me when they read the description of the book, what it's about, that it's a typical crime story, like Giallo or something. But it's not. It's just playing a bit with this ideas of crime story. There are a lot of citations from films in there, like David Lynch is one of the heroes. That's what I was about to ask. Do you like it, or don't you like it to be compared? It's not a direct comparison with Lynch, of course, but. Oh, if it's the right person? No, not. I mean, yeah, I have. Of course, everybody is. I think is inspired. Every artist has their kind of things that might change depending on the project you're working on. But for this, for example, I'm a big fan of people like David Lynch and how they arrange a story by telling, not telling, and I try to use a bit the way of cutting scenes. That's what you do brilliantly as well. Yeah, that are a bit more like a film is using the way of cutting scenes. Like you don't have one story, then the next story starts, but you have sceneries, and in the end it's all like a puzzle getting together. So I try to do that a bit. Of course, he's a master, so and that's film. It's something different. But yeah, I mean, everybody has his own way of dealing with books, and everybody needs maybe some preparations to understand them. So everyone's fine. If he thinks it's like David Lynch, I'm happy. If someone says it's something else, it's fine as well. So. Thank you. It's been 10 years since your very first book. It's almost incredible. Getting old, yeah. I was 23. Yeah, it's 10 years. Yeah, right. I'm a slow writer. It's I'm doing too much things around. So yeah, I published the first novel when I was 23. It's this black one over here. I did the math myself. So yeah, you know when I'm born, not everyone here. So yeah, I wrote this first novel while I was still studying. Finished it while I was studying. Did a little break with my study. Did some readings and finished the study. And then I wrote the second one, and right now I'm on the third one. So yeah, it's 10 years. I'm kind of professional writing, although I never felt. I mean, the last years I felt as a professional writer, but before it was like when the first book came out, it was quite difficult to me to pronounce, yes, I'm a professional writer right now, so I have a printed book and it feels like something. So I never saw it as a job like a lot of people tend to see it maybe. So I had to get used to that as well. From a writer's standpoint, how do you look upon your text a decade ago? As a translator, I have difficulties to write my own work. I did 15 or 10 years ago because I always like to correct something or do something differently. Is it similar to you writers? Oh yes. The first readings I always had, usually I do readings, not anymore, but I always had a pen with me. And I was correcting while I was reading the book, like the first reading, like fifth or sixth, and then I stopped because everyone in the end finally was corrected. And after a while, I really started to hate the first book. I think it's normal, like you produce something, it's finished, it got published, and then because the process is so long, you already have a certain distance that's quite healthy, but somehow you lose a bit the track to your personality as you write about. It's better, but you start to see it as an object you created, but it's quite far away, and sometimes you like it, sometimes not. Right now, I start to like it again. I just get used to it now, but in between I had a certain moment when I thought, oh well, I was 23, it's a book about two young sisters, it's kind of woman literature, everybody said, although it's not a thing, but it's kind of, you try to, it's a bit like a baby grown up, and you give it out into the world, and then it's gone. So, and right now I see this as some kind of grown-up teenagers movie, but when
I like them. Yeah, it's fine. I have to deal with the third one now. It's quite difficult to deal, and I hate it as well. Well, that's normal. Later we'll turn to 2042. Or how shall we pronounce it? 2042, 2042. Yeah, depends. It's a year in the future. It's a year in the future, and it's a postal code. I didn't see that. You don't live on writing alone. I guess you. I did, but no, I do. Yeah, has been mentioned already. I do a lot of things. I was referring to urban journalism with Mr. Seiwinkle and Tweehouse. It's an ongoing project. Yeah, it's urban journalism. It's a project I founded with two professional journalists. Actually, I wouldn't call myself a professional journalist. Together is a kind of idea of a salon, and it's some kind of interactive journalism. Like, we organized so far 3 events in Berlin with a huge network of journalists, and we try to bring journalists on stage. And the first salon was without a topic, the second one has been with a topic, the third one without, so we try to give them a scenery, and they can read, they can give background information about how they work, they get involved. We had some Skype calls, for example, with a journalist who was still in LA, and with his photographer who was in Berlin, and talking about the way of working together. We had a raw photographer who talked about his work, and the main thing is to get the people who come to this event get in touch with photographers, also because right now at the moment there are these discussions, I think not only in Germany, happen about like all the journalists are only lying, and it's kind of really not, the press is not liberal and things like that, so it's going on there as well. We try to catch at least, I mean, mostly people who come have a younger age, like maximum 45 maybe, something like that, so starting with school kids and like teenagers, and we try to catch this certain group of age to show them, okay, it's not true, you can ask them questions, this is how they work, to try to get them involved in what happened. Yeah, we're gonna continue next year. I think this year I was too much about it there as well, so it's kind of participative journalism, I would like to call it. Yeah. You mentioned photography. You have a keen interest in it? Can you tell us more? Yeah, it's a bit more like actually. I studied as well and do a masterclass right now as well with Sven Marquardt, he's a bouncer at Berghain, at the most famous club in Berlin, but he's a professional photographer as well. He studied that as well, and he's doing a lot of exhibitions, and he's a great teacher, so I do my masterclass with him at the moment and working on finishing that exhibition. So it's kind of somehow an additional way of dealing with certain topics I would maybe not write about. So it's the same with the journalistic things. As a journalist, I try to cover topics I would not write in literature about. So it's like one gives the hand to the other one. And it's wonderful to express oneself in different media. It's a privilege. Yeah, and but the thing is, it's nice, and it really gives a lot of input, and I get in touch with a lot of people. But also, like, writing is such lonely work. I have to concentrate so much that sometimes I would like prefer to do something else, and then I'm going anywhere. So that's why the books take so long to be finished. Publishing, I was not that happy about it, but right now it's gonna happen that they finish it the next month. I think the next month. Are there certain requirements, or is there a lot of expectations from this being in residence? Is From there the publishing house, or for me? No, actually my publishing houses, they are quite open-minded, so they know that it's really important for the writers to go abroad. We're talking Luchterhand? Yeah, talking Luchterhand, yeah. Luchterhand Verlag, I think it's part of Random House, and they're really happy to have their authors abroad, and it's a possibility to do readings, to do advertising for the books, but they know that always something interesting comes out after, like a lot of my fellow writers wrote after that. Some years after their experiences, you could see popping up the topics in their books they published after. So I think I was last year in China, for example, and some parts of the book I'm writing on, it's not directly set in China, but you can see the references, and there might be some references of this stay here, maybe not in this novel, but maybe in the next one. So I think it always gives you a lot of inspiration and free way of working, but they don't put any pressure in that. That's not the way. We're talking about novel number 4. There is. Yeah, the third one is
finished, but right now we're discussing which one will be published first. Sorry. No problem. I mean, it's not it's nothing to talk about. It's just I'm still doing the editing with the third one, and I'm not sure if I think it's really finished. I think the manuscript is finished, maybe, because the next one I'm working on is a bit more a topic that's a bit more feels a bit more urgent for me at the moment, and it's a bit more political compared with my other books. First time for me, and so I think maybe I tend to publish this one first and then the next one. So, and the publisher is quite flexible with that, so they say, okay, finish the next one and then we decide and see what better fits in the program as well. You're not under pressure, you develop freely, you can do. Yeah, I mean, they sometimes try to pressure me a bit, like giving me deadline was quite a good thing because I like deadlines. No, I hate them, but it's kind of hate a lot. Actually, I know when I have deadlines, I'm much more focused and I get the things done. So headlines or deadlines, headlines, it's kind of headlines. So it's always a good thing. So yeah, I'm writing a bit faster when I have deadline. You know that. Not all the brain capacity seems to be involved in my work if there isn't a really threatening deadline in front of me. That's how I end it. So, okay, let's leave that alone. The review magazine. You participated? Is it still alive, or what happened with it? I left it, died. Yeah, a long story. You can drop it if you like to. No, it's into LF. It's like my fifth baby. It's kind of a really important thing. So it's how do we start? Yeah, Review Magazine for the Next Society. It's called, or was called. It's still called, I think, but it will be changed the way it is now. So it's it was a printed, huge magazine, like around 200 pages, really nicely one. And it covered art and society topics based on the idea of how the digital church has changed society and things like that. And I was there to do the relaunch. And then I was working as editor-in-chief for the magazine for around 3 years, more or less. And then the publisher had the idea to go back what it was before, so I said, okay, that's not my cup of tea, I go, because then I can't do whatever I want. And the 3 years are really interesting because, yeah, as I said before, doing a magazine is always really big work, and I learned everything by just doing it. And you develop a huge network, and as I learned here, network is really important. So it's really nice. So I got in touch with a lot of artists. We always had a featured artist, and from there we developed some exhibitions. We did pop-up shows and things like that. And we always were covering one main topic. And I was covering topics. I didn't cover only literature, so it was really additional thing, but felt like 7 days a week, 24 hours a day. So no time for literature. There was also one reason why I stopped working there. And right now it's still existing as some kind of online magazine, but it's a bit difficult to do independent magazines in Germany if you don't have a huge main campaign thing going on, like you need a lot of ads to pay the printing costs and so on. So it's always a bit of a struggle. You can't get rich with it, and you have to really need some passion to do it. And I think they lost a bit the passion to do the printing, but still doing it online in a different way. So it would be nice to see it one day printed again. Something completely different, spontaneously. Siena o Roma? Che cosa preferisci? Roma. Can you elaborate on that? I went to Siena for studying, and it's super beautiful, but that's also the problem. It's too beautiful, it's a bit too clean, a bit too touristic, and it's a really nice city, but I prefer Rome. I need the bigger cities, and there's more going on, and a bit the trash, and the free spirit of Rome as well, so I prefer Rome. And I had a really good time there, and would love to go back one day. So actually, I'm planning. quite realistic to go back to Italy. Yeah. Would you like to talk about 2042? Yeah, why not? So, you're laughing, yeah. You see me every day coming down here smoking cigarette. What the hell? I have to do the story that I don't get yet. So, 2042 in German, it's the same. You pronounce it this way. It's a year, it can be anything else. So, yeah, it will be in the next or
next novel. So it's the one I'm currently working while I'm here, and it's settled in an environment that it's kind of Europe, but Europe officially doesn't exist anymore. So there are certain territories, and the main character is telling a story of how to deal with these territories at the moment, how the life is created by a lot of pressuring and rules there, and everything connected to arts and literature is forbidden. There are certain things forbidden, like swimming is forbidden, literature is forbidden, certain kind of music is forbidden, and it starts with a scenery where that's a bit based, like when I read maybe the first page, and now everybody can see where it comes from. And there's a second storyline about one child trying to get into this territory to be safe from where it comes from. So there's two storylines, and these characters, in the end, they will meet. And it's only the question how they're gonna meet, and I'll tell you now. Sorry, I'm not sure about it either. So I think it's more about the question what happens if something like the political situation right now goes worse and everybody goes out of European Union, and a bit like, of course, putting it too much on top. It's like a dystopian novel, I think. Yeah. It's the Clement. Yeah, That's my English. Translate that in English. The Slovenian word is. Ja, stisnete okolje tudi ta zgodba. Pardon, stisnete okolje tudi ta zgodba, ker gre za eno od možnosti, ki je verjetno tudi v Evropi možna. It's chokes you. Thank you. What's the word? The It's choke. joking. Choke. Joking with a CH. Ah, okay. Not, Sounds not like that joking. Yeah. Chokes you. Okay, that sounds okay. So yeah, I can maybe read some like the first 5 pages, not the whole thing. I think you have the whole translation here, but I can just start to have an impression what I'm working on here. And The style is totally different. Maybe. it's not. Yes, it is. It is? Yes. Actually, it's the first reading out of this, so it's like really special now. So yeah, it is. I'm an instinctive translator. I can't really explain what's different, but it's different. It's more up to the point. It's more easy on the reader, but the overlying Stimmung is really like low clouds. Yeah, that's actually exactly what. Yeah, great. That's what I want to do. You have to understand, our birthdays are on the same day. Yeah, true. 31 of July, and he's one to send the present next year. We're gonna celebrate together. So yeah, the title is 24 to 2042, you would say in German. So I'm just gonna start maybe this. I have cursive here. I'm not sure if it's in the translation as well. So it's kind of it's a prologue somehow. So maybe we start with that and talk a bit about it later. Sie haben die Körper einzeln aus dem Schlamm gezogen und zum Trocknen an der Wasserkante aufgereiht. Es ist noch früh am Morgen, das Meer verdaut die frischen Wassermassen der Nacht und spuckt Körper aus, und über dem Strand hängt ein Schleier, der sich nicht hebt. Immer wieder tauchen Köpfe in den Wellen auf, einzelne Gliedmaßen, dann so etwas wie ein Mensch, durchsichtig noch, kaum auszumachen in der Ferne und nicht zu unterscheiden von den Wassergeistern, die die Wellen tragen. Erst wenn sie in Kontakt mit dem Strand kommen, werden sie zu Körpern, sagen sie. Sie haben noch in der Nacht begonnen, als die Scheinwerfer der Sicherheitstürme über das Wasser wanderten. In der Dunkelheit der Neumondnächte versuchen immer viele an diesem Küstenstreifen anzulanden, sagen sie. Die Lichter der Türme reichen nicht weit genug, aber sie wissen auch längst, wie man unter den Scheinwerfern hindurchtaucht. Sie wissen, wie man unsichtbar wird. Sie haben dieselbe Farbe wie das Wasser in der Nacht, das kommt ihnen zugute, das lernen sie schon von Kindesbeinen an. Die nicht schwimmen können, bauen sich Boote. Aneinander genagelte Bretter, manchmal auch Flöße aus Plastiktrinkflaschen, die mit Tapeband zusammengehalten werden, bis das Salz den Kleber auflöst und die Flaschen in der Sonne mürbe werden. Sie trainieren, die Luft anzuhalten und sich flach wie ein Stück Holz zu machen, das auf den Wellen treibt. Sie waschen sich mit Salz, sagen sie. Sie trinken das Meer, bevor sie darin umkommen. Das Wasser ist träge nach dieser Nacht, die Wellen werden flacher. Es ist müde, sagen sie, aber es hat einen langen Atem. Ich höre ihnen zu.
Ich höre dem Atmen des Meeres zu, ich notiere alles. Sie ziehen die Körper den Strand hinauf bis in die Dünung. Dort legen sie die Arme der Männer in der Körpermitte übereinander, 40 Betende. Sie schließen ihnen die Augen, manche müssen sie auf den Bauch drehen, die schon so tagelang im Wasser trieben, die es zu früh versucht haben. Ihre Gesichter sind entstellt und aufgedunsen, einigen hängt die Gedärme aus dem Leib, auch die Fische haben ihre Arbeit begonnen. Es gibt Fleischfresser in diesen Gewässern mit winzigen, messerscharfen Zähnen und regenbogenfarbenen Flossen, hungrig und ohne Furcht. Man kocht Suppe aus diesen Fischen, eine Delikatesse. Sie wird nur an Feiertagen gegessen und eine Schuppe auf dem Teller bringt Glück und ein langes Leben. Oben auf der Dünung haben sie rot-weißes Absperrband gezogen, niemand aus der Stadt darf den Strand betreten. Das Wassergras schützt die Körper vor den Blicken. Dahinter liegen die das Meer ausgespuckt hat. Später werden sie die Taschen einsammeln, die durchweichten Rucksäcke, einzelne Schuhe und Kleider, die Reste. Sie werden sie nach Pässen durchsuchen, aber niemand tritt die Reise mit einem Pass an, sie werfen ihre Dokumente weg, bevor sie die Boote besteigen. Manche tragen nicht mehr als ihre Kleider auf dem Leib, einige verbrennen sogar diese auf offener See, wo der Rauch sich mit den tief hängenden Wolken vermischt. Manchmal stecken sie dabei aus Versehen ihre Boote in Brand. Ich laufe die Reihen ab und versuchte, die Gesichter der Männer zu erkennen. Es sind die ersten Körper, die ich mit eigenen Augen sehe, keine Frauen darunter, keine Kinder. Es sind nie Frauen dabei oder Kinder. Irgendwo drüben auf der anderen Seite muss es ein Gebiet geben, in dem fast nur noch Frauen leben, und wenn ihre Söhne alt genug sind, beginnen sie Salzwasser zu trinken, um Boote aus Plastikflaschen zu bauen. Die Männer ähneln einander nicht, und doch, ich kann sie kaum unterscheiden. Der Gestank nimmt mir den Atem, ich notiere auch das, dafür bin ich hier, während die anderen an der Wasserkante stehen, mit den Händen die Augen beschatten und den Horizont absuchen nach Körpern und Löwen, wo die Vögel kreisen, treibt immer etwas im Wasser. Am Abend übertrage ich die offiziellen Notizen in das offizielle Buch, das man mir gegeben hat, um Bericht zu erstatten. Es ist der 15. August, schreibe ich. Sie haben die Körper in einer Reihe an der Wasserkante angelegt. Ich starre auf die Seiten, bis die Schrift verschwimmt. Ich übe mich im neutralen Blick. Ich versuche eine Darstellung der Dinge ohne Gefühl. Ich soll beobachten und notieren. Einmal in der Woche muss ich jetzt im Leitungsbüro die Aufzeichnungen abgeben. Niemand liest sie. Einmal in der Woche sortiere ich meine privaten Notizen und übertrage sie in mein privates Buch. Seitdem ich Liao dabei beobachtet habe, wie er darin geblättert hat, trage ich es bei mir, auch wenn er die Buchstaben gar nicht entziffern kann. Stefan vertraut er niemandem. Ein wenig vertraut er mir vielleicht, aber was hat es ihm genützt? Ich kneife die Augen zusammen. Seit 2 Jahren habe ich nichts von ihm gehört. Ich stelle mich an die Wasserkante und versuche, die kleinste gemeinsame Distanz zu finden. Ich versuche, Namen zu geben. Ich versuche, die Dinge zu benennen, wie man es von mir erwartet, aber wie kann ich die Körper anders benennen als Körper, ohne die Distanz zu verlieren? Das, was hier passiert, passiert überall. Es passiert im Süden, es passiert am Westmeer und an den östlichen Grenzflüssen. Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen, aber sie erzählen davon. Sie spannen Netze dort, sagen sie, Unterwassernetze, die auf dem Grund verankert sind. Sie sind tückisch, aber nützlich. Wir müssen die Kontrollen verschärfen, sagen sie, und ich notiere auch das. Liao zuckt mit den Schultern, als ich zurückkomme. Er will nichts hören. Er sitzt auf dem Stuhl neben der Tür und starrt aus dem Fenster. Liao wohnt seit ein paar Monaten in der neuen Siedlung, aber er trägt das Meer nicht. Seine Fenster sind Tag und Nacht mit Tüchern verhängt. Von meiner Wohnung aus geht der Blick nicht aufs Meer, sondern auf die Häuserreihen, die die Küstenlinie verdeckt. Sie sind hellgelb, hellblau, hellrosa gestrichen, damit die Traurigkeit draußen bleibt. Deshalb sitzt Liao oft in meiner Küche, nur zum Schlafen geht er noch nach Hause. Manchmal steckt er sich Schaumstoffkugeln ins Ohr, um die Brandung nicht zu hören. An Tagen mit auflandigem Wind, an Tagen, an denen die Stimmen zu laut sind und der Himmel sich rot färbt. Er vertreibt sich die Zeit damit, die winzigen Motoren der Sonden zu säubern, mit Pinzetten und schimmerndem Gel, das die Festplatten reinigt, ohne die Daten zu beschädigen. Sie sind kaum breiter als ein Fingernagel und die Fliegen nicht größer als ihre lebendigen Zwillinge. Sie summen und sind überall. Manchmal folgen sie an die Straße hinunter oder schwirren über den Müllcontainern des Supermarkts. Ab und an zertritt man aus Versehen eine, dann knirscht es und ein stinkender Saft tritt aus. Niemand benutzt sie mehr. Sie sind ein Überbleibsel aus den Anfangsjahren des Gebietes produziert, um aufzuzeichnen, Töne und Stimmen. Aber ihre Speicher haben einen Programmierfehler und geben die Informationen nicht preis. Einmal gefüllt, lassen sie sich weder löschen noch auslesen. Liao schreibt trotzdem an ihnen herum, meistens fehlt jedoch irgendein Teilchen. Die Reste sammelt er in einem Einmachglas. Winzige, schimmernde Flügel und Kaleidoskopaugen und Drähte. Nutzlos. Nachts leuchtet das Glas auf der Fensterbank, wenn sie Kontakt aufnehmen.
Nachts ist es ruhig in der Siedlung. Ein paar freie Sonden schweben auf der Augenhöhe in einer Linie vor meinem Fenster. Ihre Loyalität ist trübend. Sie summen leise. Sie ähneln den Glühwürmchen, die wir als Kinder mit den Händen im Ginster einfingen. Was sind Glühwürmchen? fragt Leo. Was ist das da? Frage ich und zeige auf das Glas voller winzigen, toxischen Elektromüll. Erstaunt hebt er den Blick. 40 Körper, sage ich, hinter den Dünen. Leo fischt einen Flügel aus dem Glas, die feinen Schuppen zerfallen ihm unter den Händen, seine Fingerspitzen sind silbern. In der Dämmerung gehe ich noch einmal hinaus an die Wasserkante. Der Strandabschnitt liegt ruhig da. Die Lichter der Siedlung über meinem Rücken, das Meer ist ruhig, ich kann nur wenige Meter weit sehen, dahinter beginnt das Dunkle. Ich halte den Atem an, das Meer hält den Atem an. Ich laufe die Reihen der Körper ab mit angehaltenem Atem, ich schaffe es bis zum 14. Leichnam, dann muss ich Luft ziehen und der Geruch dreht mir den Magen um. Maybe I'm turning here, otherwise it's too much. Thank you. Thank you so much. I suppose somebody has a question? Do you like the book Fahrenheit 451? I mean, that's like an obvious comparison to the dystopian future where books are forbidden, swimming is, and where firemen are dealing with all of the consequences. So yeah, actually, I think I didn't read it yet. I really did. So I read a lot of different books that are maybe connected with this one, but this one not. It's still on the list. So, and also I have to Moscow homework. 2042. yes, I have to do a lot of homework. But actually, when I write such things, I always tend to not read too much similar For books. sure. So otherwise, you do not copy, but you get too much involved into other ideas, and then somehow the conscious is more intelligent than yourself and put something in the textbook for you. So it kind of happened. And definitely, like the first page, I mean, of our extract, it doesn't seem like a dystopian future. It seems like now in the Mediterranean. I mean, Of course, it's happening. it's here and now, yeah. I think the dystopian. Joking about it. I think the dystopian thing about this novel, maybe the term doesn't fit really. It's the idea is that it will not stop. Maybe. Of course, it will not stop, and if things go on like they're going on right now, so the surroundings are getting more difficult even than they are now, at least in this text, and maybe also in real time. So to get to crossing borders and to avoid this kind of helping these kind of refugees, for example, it's getting worse. It's not getting better, and I think that's the part of this novel I'm putting on. But actually, I started this first scenery quite a long time ago, like several years ago, when it really started, when the first boats came, and I always put this thing apart because I thought, no, it's nothing I should write about, because I kind of get involved into a topic I don't know enough about what it's about. It's kind of cliche that actually you just drop this thing to try to make literature out of it, but somehow right now I can't avoid it anymore, so it's kind of so present at the moment, not only this topic, but all the things going on right now. And I lived in France, for example, the last 2 years, so I experienced a lot of these things and the terror attacks going on there, and the whole atmosphere going down and things like that. And right now, so I got back to the scenery I wrote and tried to make a book out of it now as a starting point, and to continue to put it in, make it even worse if I talk to. Maybe not as a wake-up call. I don't think my literature is that important to make anyone wake up of anything, but at least try to make something more sensitive about it. And I think that better works if you make it worse than it was. You care. I do, definitely. From my point of view, the Ich form in German is tricky. Of course, I had a hint. The person who's talking here is a woman, but there is no confirmation. No 100% confirmation. And sometimes it's really disturbing. Okay, in this case, it was no trouble when the lady. It's getting a bit more precise, yeah. So yeah, it's I think
with this book, it's not so important actually if it's a woman or not. So actually, there's this woman telling the story. There's another one, this Stefan she's mentioning in the beginning. The story goes on right now that they got a visa for some certain territories they're not allowed to go in. They go there anyway to search for this child I mentioned earlier, and they have 48 hours, and then this other guy disappears, and she is lost in this territory, and Ken has to decide if she goes on to search this girl or not, or maybe boy. They are not sure about it because it's for the child. So and actually, it's this kind of, she's also changing her character during the book. Like it's the same like this main child I'm telling the second story of changed from being a little girl. She got another haircut. She turns into a boy to do this travel because, as it said in the beginning, there are no women and no children coming to the coast, even if they are alive or not. So it's both change a bit. They're not really their gender, but they're kind of adopted to this really depressing and really demanding scenery around, and they try to adopt to survive or to at least find each other maybe in a way. Would it be too revealing if you told us whether the boy or girl trying to escape towards the mountains is the very person Stefan is looking for? Or I think it's simple? The thing is, on one hand it is, but on the other hand actually it's not about finding exactly this person. It's more like, she's more like a symbolic child he's looking for, and he's maybe trying to solve something because he has to go back to this territory to find this child because he saw it already and he didn't help back then. It was 2 years ago, and he's trying to find a solution for this guilt he feels like not going back there. And so it's like, in his case it's more simple, but in the end it might be the same person. Yeah. Thank you. You were about to ask a question, weren't you? Yeah, I have a question. I haven't read any of your novels because I don't speak German. But they seem to be quite different in the aspect of genre, which I think is quite unusual because have you had any problems with like getting publishers to accept you, or the media, or just generally the readers to accept you as somebody who doesn't consistently produce one genre but sort of jumps between different kinds of novels, or did you get an okay reception as far as that? Actually, for the first two novels, it wasn't that difficult. So, like, I think actually the readers in Germany are quite open, of course, because none of them is real genre. Like, of course, if you have the one who only buys horror stories or only real crime stories, they got stuck to this and they maybe refused the book. But there were some critics, of course, who had the problem with the second book, but in general, the second book was always a bit more tricky than the first one. And for my publisher, they're quite open to whatever I bring them, so they don't have the idea that I should stuck to one certain genre, like I'm allowed to do this or that, so none of our authors actually is. So I didn't have problems, so we will see what happens when this one comes out. So, and actually I think this one, I mean, I call it at the moment a dystopian text, but maybe in the end my publishing house will not use this term at all. And as well, they didn't use the word crime story for the second one because they were a bit afraid of maybe what happens if they tie in with crime story, because it's not really a crime story, but maybe it gives me into some direction the book isn't fulfilling. So yeah, it was quite open. They just say novel and then the reader decide. And of course, they avoided this problem this way. And maybe I have another question. So let's say I also haven't had the opportunity or the knowledge to read the German, but I will. I'm taking lessons now soon. But if it's, let's say, if you're trying to avoid gender and stuff like that, Mr. Brane, how did you deal with the translation since Slovene is so genderized as language? Because in Slovene it's so hard not to express gender because we have it basically in all of the forms except for singular present. For starters, I put it in the one. Thank you, female gender from the start, instinctively, of course. And when the lady grabs Stefan around his knee in the car, the thing was done.
So you did not try to, let's say, for the readers, try to avoid that because it's impossible in Of Slovene course, anyway. it can be done for a certain amount of time, but then it begins to be Too much passive and yeah. Exactly. And I think it wasn't possible at this beginning of the text at all. So actually, the turns of the maybe turn into gender a bit. It's more like it's something that got to be explained by the story, but it's not used in the language. Not really. It's not turning from her to him or something. Like I don't use the language. I don't do that far that they really turn. It's only the idea of like what happens if someone pretends to be something else just to survive this way or just to have a better deal with, I don't know. So it's not going that far. So yeah, they did it exactly the right way. So Share our birthday. Anybody else? Maybe a different kind of a question. As a writer, being also a journalist, does it help in writing or does it get in the way? Well, I'm never sure about that. You mean like for the writing process or Yes, for the... because there are for two reception? different genres. And Actually, the thing is, when I started to do the magazine, for example, I learned to get used to produce a lot of things in a certain amount of time. So I became quicker. I became quicker with reading, with putting concepts together. Somehow this is something I adopted also from literature somehow. But right now I'm trying to slow down again because I think the journalistic way of writing is one thing and the literature is something totally different, for me at least. And of course there are certain writers who deal with exactly this both things and combine it, but for me it's like totally different worlds also from the style. So, and yeah, for anything else, I think like if you ask around, nobody really in Germany sees me really as a journalist. I'm always something like in between. I'm a writer mostly, photographer, doing a magazine, because being a magazine editor doesn't mean really you're really a journalist. So, and when I'm writing for magazines and newspapers, it's more documentary stuff or really something in between literature, like essays or something like that. So it's not the journalistic school of journalism. So if there's something like that, it's changing anyway. So. But speaking of skills, if somebody says 2,000 words on how Krka flows under the bridge, no problem. It's not just a joke. You read the book. It's this kind of thing. It's like it's kind of training yourself. It's, yeah. I mean, I think I'm not good if someone gives me a topic and I have to write it. But if I have a certain, maybe more the atmosphere thing, and someone says like, this and this word, do something with it. Sometimes it works, I can do that, but mostly I'm kind of more the character who likes to refuse such things because I produce things that wouldn't matter in any way. There's also the thing where I stopped like writing for a lot of magazines and newspapers at the moment because I'm producing things that are paid well, but I do it for the money and not because I want to write this text. So this kind of text doesn't have any meaning of existence actually. So I stopped to do it now because I want to concentrate on the literature again. So otherwise you start to produce things that have no meaning in the world for existing. Really feels a bit like so. In trouble with that. Thank you. Any questions left? Jaz bi pa nekaj čisto slovensko vprašanje. Glede na to, da izhajajo iz velikih mest, verjetno Blajevo v Rimu in tako naprej, me zanima, kaj je pa na Dolenjskem všeč, oziroma Novo mesto in okolica. Wo so große Städte so liegen, was gefällt Ihnen denn hier so besonders? Should I answer in English or in German? Oh, please don't make me translate. Okay, in English, if it's okay. So, actually, I'm not so sure if I like big cities really that much. Because actually I've grown up in a city more or less, not that small like Novo Mesto, but something similar. Like maybe maximum the double of inhabitants. So, and I really appreciate this kind of life. And for me, it's like I like to slow down and getting involved in a different kind of life, and I have more the possibility to get in touch with people is much more easier here. Anyway, it's amazingly open, not only the city but everyone I met so far the last weeks. It's kind of
had so many interesting talks and meetings and getting in touch with people. That's much more easier in this kind of cities, I think, and maybe also in Slovenia than in Germany, and especially in big cities. So it's interesting to get stories, like collecting stories this way, for example, and just learning more and getting in touch in a more honest way also with people. I have the feeling at least. And then it's perfect for writing. In Berlin, I'm always disturbed for something. It's always like something is going on in the city. I mean, here are a lot of things going on as well, but still, it's a different way of living and a different atmosphere, and it's really good for writing. So I really prefer to do it from time to time. Maybe I wouldn't live right now in a small city like this, but I plan to do it the next 5 years maybe as well. So because I'm a bit tired of huge cities. I've been in Beijing last year. It was amazing, but 2 months it's really enough. So yeah. Thank you. Anybody else? Shall we say thank you? Yeah, I would like to say thank you actually for listening for such a long time. It's quite hot in here, and for coming and translating. It was a privilege, thank you. And we can have a wine all together, I think, or something, and continue talking anyway. That For would be sure. more leisure without the microphone, without recording then. Hvala lepa.